Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle du gefallen. Früher wären viele Eltern besorgt, wenn ihr Kinder zu lange dabei wären. Sie hatten Angst, für dem wird draußen auf der Straße kein geschehen. Heute ist das umgedreht. Viele Eltern haben nicht die größte Angst für draußen, aber für dem wird hinter der Kommandier, hinter dem Ekran geschieht. Weil du als Welt immens, du als Welt sehr hart und das ohne genug Schutz. Soziale Netzwerke gehören heute zum Alltag von uns alle und vor allem von uns Jugendlichen. Ja, sie sind ein Platz vom Austausch, von der Kreativität und der sozialen Vernetzung. Aber wir dürfen nicht von vornherein verlieren, dass der weiß, wie das Plattform heute funktionieren, ein reales Risiko für die Gesundheit von unseren jungen Menschen darstellt. Besonders für ihre mentale Gesundheit. Ja, in der digitalen Welt entwickeln wir alle eine Digitalversion von uns. An der wissenschaftlichen Literatur gilt das als den digitalen Ich. Den digitalen Ich als heinst du mich schön, mehr witzig, mehr belebt, mehr populär wie der richtigen Ich. Kriegt Applaus, kriegt Likes, also sogar herzlicher. Als Psychologe und ich Jugendlicher begleitet, die mir gesagt haben, ich weiß nicht mehr, wen ich bin, wenn ich nicht online bin. Das ist eine Distorsion von der Identität, wenn sie nicht mehr wissen, welche Version von ihnen sie pflegen müssen. Das ist nicht ohne Konsequenzen. Das geht ganz klar aus einer umfassenden Analyse von der französischen Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Über 5 Jahre goufen über 1000 wissenschaftliche Studien zu den Auswirkungen von sozialen Netzwerken auf die Gesundheit analysiert. 1000 wissenschaftliche Studien, die Resultate zeichnen, die ganz klar an alarmierend zeichnen. Plattformen, auf denen die jungen Leute, und wir alle so gerne unterwegs sind, sind nicht neutral. Aber genau heute Leute kommen direkt. Plattformen sind so aufgebaut, dass sie die Aufmerksamkeit von den User bannen und Benutzer so lang wie möglich im Bildschirm halten. Algorithmen analysieren all Klick, all Like, all Interaktion und offerieren immer mehr gezielten Inhalte, die dynamisch kognitiv Belohnungssysteme aktivieren, wie wenn ihnen am Casino zu Las Vegas sitzen geht. D'Adoleszenz ist eine ganz labile Periode. Die Fähigkeit, die Emotionen zu regulieren, dem Druck standzuhalten oder Inhalte kritisch anzuschätzen, ist nicht voll entwickelt. Soziale Netzwerke nutzen aber genau das Schwächen aus. Die Besoin nach Anerkennung, nach Vergleich, nach Sensationen, das kann zu einem richtigen Sog führen. Die Konsequenzen für die Gesundheit sind gut dokumentiert, auch glasklar. Einerseits führen idealisiert und manipuliert Bilder, die auch auf den sozialen Regeln zirkuliert, zu einer Aufwertung von eigenen Selbstbild, besonders bei jungen Mädchen. Andererseits sehen wir viele Formen von Schlafstörungen, weil Nutzung bis später nüchterner geht. Besonders alarmierend, also auch Verstärken von riskanten Verhalten. Algorithmen kennen Inhalte über Selbstverletzung. Drogen, Extremdiäten oder Suizidgedanken immer näher und näher weisen also eine gefährliche Spirale auslesen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Erkenntnisse verpflichten uns zu handeln. Aber wir müssen mit Fingerspitzgefühl und Sache hochgehen. Durch den übermäßigen Konsum von sozialen Netzwerken leben die Jungen an einer digitalen Bulle. Aber sie leben da. Und auch wenn wir auf bester Absicht handeln, für ihnen die reale Welt nicht zurückzugehen, dann holen wir ihnen aber mit einem Verbot doch einen Teil von ihrer Welt weg. Wir müssen ihnen als Decision also gut erklären, und verantwortungsvoll umsetzen. Wie gesagt, in der Praxis dann aus. Die Responsabilität darf nicht auf die Eltern oder die Schulen allein aufgewälzt gehen. Plattformen selber müssen ihre Verantwortung überholen. Erstens bedeutet der konsequente Respekt von der Alterslimit. Kinder unter 16 Jahren dürfen nicht einfach Zugang zu den sozialen Netzwerken haben. Zuverlässige Alterskontrollen und Zustimmung von den Eltern muss der Standard gehen, nicht Ausnahme. Zweitens brauchen wir eine grundlegende Überarbeitung vom Design von den sozialen Netzwerken. Keine manipulative Interface mehr, keine aggressiven Notifikationen, keine systematische Verstärkung von schädlichen Inhalten. Gesundheitsschädlich kontinuieren, wie Gewalt, Hass, extrem riskant Verhalten muss konsequent eingeschränkt werden. Drittens ist eine starke Regulation notwendig. Den Europäischen Digital Services Act gibt uns hier wichtige Kader.
lo geht darum, diese Karte auch konsequent umzusetzen und zu kontrollieren. Eine europäische Lesung drängt sich also ab. Es bringt nämlich nicht, wenn wir als Lützburg den Zugang zu der Lesung geben auf 16 beschränken und dann als Nupschländer beispielsweise die Altersgrenze auf 14 respektive auf 15 festsetzen. Mehr Regulation allein geht nicht durch. Wir müssen auch an Digitalbildung und Prävention investieren. Jugendliche sollen lernen, mit sozialen Netzwerken bewusst und kritisch umzugehen. Diese Prävention muss die Summe mit ihnen entwickelt gehen, weil nicht mehr so ist sie wirklich effizient. Herr Präsident, für die CSV ist klar, dass wir sekurisierten und limitierten Access bis 16 Jahre von den sozialen Netzwerken brauchen. Wir sind für eine europäische Lösung eher national reglementiert wird. Man näher, wie als Jugendliche heute mit digitalen Medien umgehen, wird hier Relationen, hier Selbstbild an ihr Gesundheit auch als Erwursener prägen. Das ist Aufgabe, ihnen eine sichere Kader zu bieten, an dem Technologie in den Mensch denkt, und nicht umgedreht. Dafür ist Sicherung von den sozialen Netzwerken für Jugendliche nicht nur eine technische oder juristische Frage, sondern eine zentrale Herausforderung von der öffentlichen Gesundheit und der gesellschaftlichen Verantwortung. Herr Präsident, bei den digitalen Ich soll nächst mehr und richtige Mensch kommen. Auf für das zu erreichen, brauchen wir Regeln, die kann schützen, und nicht Algorithmen, die sie ausnutzen. Ich sage nicht merci.